Einige Bibelkommentatoren argumentieren, dass diese Bibelstellen, die in poetischer Sprache geschrieben sind, nicht verwendet werden können, um den Zustand des Menschen im Tod zu definieren. Es stimmt, dass Poesie manchmal mehrdeutig sein und leicht missverstanden werden kann, aber das ist bei diesen Versen nicht der Fall. Ihre Sprache ist klar und ihre Konzepte stehen in vollem Einklang mit den gesamten alttestamentlichen Lehren zu diesem Thema. Erstens beklagt der Patriarch in Hiob 3 wegen all des Leides seine eigene Geburt. Wer hat sich in den schlimmsten Momenten nicht gewünscht, nie geboren worden zu sein? Er erkennt, dass er, wenn er bei seiner Geburt gestorben wäre, schlafen würde und Ruhe hätte. Psalm 115 definiert den Ort, an dem die Toten sind, als einen Ort der Stille, denn die Toten können den Herrn nicht loben. Das klingt kaum so, als ob die Toten, die gläubigen und dankbaren Toten, im Himmel Gott anbeten würden. Laut Psalm 146 hören die geistigen Aktivitäten des Menschen mit dem Tod auf. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Dies ist eine perfekte biblische Darstellung dessen, was beim Tod geschieht. Und Prediger 9 fügt hinzu, die Toten aber wissen nichts. Und im Grab gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Diese Aussagen bestätigen die biblische Lehre, dass die Toten ohne Bewusstsein sind. Die biblische Lehre davon, im Tod kein Bewusstsein zu haben, sollte bei Christen keine Panik auslösen. Erstens gibt es keine ewig brennende Hölle oder ein vorübergehendes Fegefeuer, das auf die wartet, die unerlöst sterben. Zweitens gibt es eine erstaunliche Belohnung, die auf diejenigen wartet, die in Christus sterben. Für die Christen ist der Tod nur ein Schlaf, ein Augenblick der Stille und der Dunkelheit. Denke an die Toten in Christus. Sie schließen im Tod ihre Augen und ob sie nun 1500 Jahre oder 5 Monate im Grab sind, macht für sie keinen Unterschied. Das Nächste, was sie erleben, ist die Wiederkunft Christi.